Clement, du Haut-de-Fouet. Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben lo lang über Rassismus und Diskrimination diskutiert, und ich meine, dass es noch viel mehr dazu zu sagen gibt. Dafür erlaubt man, dass ich ganz kurz auch schon zur Motion und zur Resolution schwätzen von den Kollegen von der Majorität. Das sind zwei gute Initiativen, die wir können so mitdrohen. Ich stehle aber da auch dem David Wagner seine Meinung, dass es vielleicht gut gewesen wäre, zumindest die Resolution mit größtmöglicher Zustimmung zusammen zu kriegen, eventuell nächste Steuern noch etwas machen. Dann, liebe Kolleginnen und Kollegen, erlaubt mir, dass ich auch noch zwei Texte deposieren. Das ist eine Resolution, die sich fordert, die Forderungen von Black Lives Matter Lützeburg anzuerkennen. Was geht es dabei? Das ist ganz einfach. Black Lives Matter Lützeburg lutteren für une transformation sociale à travers le changement du traitement et de la perception des personnes subissant des discriminations. Ich meine, das ist eine Forderung, der man als heute nicht sollte verschließen, dass das an die Chamber adressiert, dass das wir als Chamber als da auch bewusst sind, was das heißt, die Leute zu unterstützen, die am Rhein trotz Corona 400 amerikanischer Ambassade demonstriert tun, eben für den George Floyd zu gedenken, wir nicht nehmen, für insgesamt auf systemische Diskrimination hinzuweisen. Merci. Der zweite, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist eine Motion, die die Regierung invitieren gave, für ein État des lieux zu machen über die aktuelle Legislation am Bereich von der Antidiskriminierung. Das ist mit dem Ziel, dass eben diesen Debat nicht Haut abhält, mit dass man eben die Datenbasis, denn Paul Gallis wird für angefangen mit den statistischen Datenbasen. Ich meine, dass man auch müssen als Legislation auf die Liste stellen, dass man muss gucken, was tun wir schon, aber wo geht es nicht durch. Und das ist nun mal so, dass an unserer speziellen Form von Parlamentarismus wie Lützeburg lebt, dass die Regierung da weiß, wie ein Gesetzer sie schon an der Pipeline haben, aber potenziell als dann auch können weisen, was da nach an ihren Enden soll verbessert gehen. Merci. Und dann profitiere ich von meinen paar Minuten, die mir noch bleiben, und Redezeit für aber auf einen Einzelfall, wie ihn selber genannt wird, zurückzukommen. Und ich hoffe, dass Herr Kartheiser wirklich ein Einzelfall ist, liebe Kolleginnen und Kollegen, weil so ein Brach haben wir schon lange nicht mehr hier im Heiligen Haus. Als ich unterstellte mal Sachen, die ich nicht gesagt habe an Herrn Kartheiser, der sieht ein intelligenter Mensch. Aber wenn der Lied just für einen politischen Punkt zu machen, dann ist das armselig. Mit keinem Wort an meiner Rede habe ich gesagt, dass irgendwelche Zensur misskommen. Schon mit keinem Wort gesagt, dass irgendeine von den Kommentaren, die dir zitiert haben, wahrscheinlich kommen sie von Ihren Wählern, gelöscht muss gehen. Nein, ich habe gesagt, wir sollten sie nicht unkommentiert stehen lassen. Schon ein Zivilcourage von all den Antirassisten heute zu Lützeburg appelliert, für zu widersprechen, für den Debat nicht zu scheuen, für eben gerade an den Debat ranzugehen, mit Argumenten, für zu weisen, wo dividiert wird, aber wo nicht. Schon nicht gesagt, wir wollen eine Zensur. Aber wenn Herr Kartheiser das hier im Podium behauptet, litten. Aber wie Lied, die kann ich nicht ganz stellen. Und das Schlimmste ist, wir schwätzen heute 2 Stunden über Rassismus. Und 10 Minuten davon schwätzt ein, den sich all einzeln Argument von dem «Ich sehe kein Rassist» mehr zu eigen möchte. Für heute 10 Minuten Podium, und das ist Meinungsfreiheit. Das ist keine Zensur. Und Herr Kartheiser hat das Recht, für heute zu sagen, hier wäre andere Meinung wie die Majorität. Ich bin häufig anderer Meinung wie die parlamentarische Majorität. Das ist ein gutes Recht.
mit dann ze mengen, dat de geif hei am Debat vu Rassismus iwwer Zensur musssse schwätzen, die mat kegem Wut ugeschwert gouf, wären die gleichzeitig die iwwer Tausende vun Dodegen, die durch Lützeburger am Kongo zustande kommen, denigriert. Ja? Auch dat wird denigrieren, also auch so irgendwo ein bisschen rassistisch, ein bisschen implizit etwas gemeint, was explizit nicht darf gesagt gehen. Aber genau das hat Herr Kartheiser gemacht. Er hat wie groß Wörter benutzt, für an einem Debat die Klang nach mit Klang zu schwätzen. Er hat groß Wörter benutzt, für von Einzelfällen zu schwätzen. Ich bin froh, dass Herr Kartheiser Albanen von den wenigen Einzelfällen ist, wenn es um diese Attitüde geht. Weil leider als Rassismus, und das tun die meisten Redner Albanen halt wirklich gut illustriert. Kein Einzelfall. Es ist kein Einzelfall, was Leute, die nicht weiß sind, regelmäßig zu hören kriegen. Und das Kleider, kein Einzelfall, das viel zu häufig Weißer daneben stehen, und just hier zu Spitze gucken, weil sie nicht wissen, wie sie mit Zivilcourage dem etwas entgegensetzen sollen. Darunter müssen wir schaffen, dass wir uns alle Guten trauen, den Mund aufzumachen, wenn ein Hass verspricht. Den Mund aufzumachen, wenn ein anderer mit klein mischt, wie sie sind. Den Mund aufzumachen, wenn ein der Meinung ist, dass den aber gut Lützeburger schwätzt. Für die Hautfarbe. Oder für das Erscheinungsbild, das den hat. Wir müssen alle Guten den Mund aufmachen. Und dafür dürfen wir so Deklarationen nicht einfach am Raum stehen lassen. Und umso mehr schlimm gehen sie, wenn sie auf Liege basieren. So nicht mehr. Merci vielmals, Herr Klemmer. Hallo, die Regierung führt. Madame Minister für Familie und Integration, Madame Corinne Kahn.